Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ja, hallo miteinander. Sie haben sich sicher nichts vorgenommen für das neue Jahr 2024. Ich schon. Ich will darauf achten, womit ich mich imprägniere. Ja, richtig gehört. Jeden Tag werden wir ständig mit Dingen konfrontiert, die uns beeinflussen. Manches ist positiv, aber das meiste ist negativ, leider. Und das, was ich höre und erlebe Tag für Tag, Stunde um Stunde, das läuft ja nicht einfach an mir ab. Nein, es geht an mich oder auch in mich, es imprägniert mich. Manche Information oder Nachricht geht tiefer. Ich nehme es mir manchmal sogar zu Herzen. Anderes geht mir vorbei. Alles aber hinterlässt etwas in mir, einen Abdruck, eine Spur, manchmal auch eine Verschmutzung. Wie kann ich verhindern, dass ich nachher aussehe wie frisch aus dem Schlammbad? Ich kann mich mit Gutem imprägnieren. Das tue ich auch. Ich habe entdeckt, dass ich gerne und so oft die Shorts auf YouTube anschaue. Sie kennen das sicher. Da finde ich etwas, was interessant ist, das gucke ich dann eine kleine Weile. Dann kommt schon vom Algorithmus, vom Netz bereits der nächste Vorschlag. Ist ja auch nur ganz kurz. Kaum hast du dich versehen, zack, ist eine halbe Stunde rum. Einfach so. Und ich habe da volles Verständnis für unsere Jugendlichen, für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die können sich dagegen noch weniger wehren als wir Erwachsenen. Aber was kann ich dagegen tun? Mir hilft es, wenn ich mich imprägniere. Ich mache mir einen Plan und dann überliste ich mich selbst. Dann habe ich eher eine Chance. Für mich liegt das wahre Abenteuer nämlich in der Wirklichkeit, in der Realität. Wenn ich so wie gestern einen Freund begleite, der sich sein erstes Auto kaufen wollte. Oder wie gestern, wo ich einen anderen Freund vom Krankenhaus abgeholt habe und ihn nach Hause gefahren habe. Wenn ich angerufen werde im Altenheim, liegt eine ältere Frau im Sterben. Und wenn ich sie begleite, ein gutes Wort für sie habe und auch für ihre Tochter, die bei ihr ist. Es gibt hier und jetzt in der Wirklichkeit so vieles, was ich erleben und beeinflussen kann. Ich kann meine Welt und die Welt meiner Mitmenschen ein kleines Stück heller und besser machen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber immer öfter. Je mehr ich in der realen Welt unterwegs bin, desto unwichtiger wird für mich das Netz, das mich oft gefangen hält. Ich entscheide und Gott geht mit. Bis dann, macht es gut und wagt es frisch. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.